Jetzt kann er sich in aller Ruhe seine Anspielstation aussuchen. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, da steht er völlig frei. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Sieh ab, Junge! Und solche Schüsse sieht man hier im Stadion natürlich weniger gern. Schön mit dem Kopf. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Ja gut, den Mitspieler gesehen. Und den Ball hat er ihm ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Ja, das hat er gut gemacht. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Guter Pass, mit viel Übersicht gespielt. Und raus mit dem Ball aus der Gefahrenzone. Wunderbarer Pass. So, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. So, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Genau richtig gesehen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Ja, ich weiß nicht, warum greift er einen Gegenspieler an, der meilenweit vom Ball entfernt steht. Hier hätte der Schiedsrichter gelb geben können, aber es gibt nur Freistoß. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Boah, das sieht gut aus. Und so sieht beim Tackling perfektes Timing aus. Ja, Fehlpass. Also da hat er wirklich Glück gehabt, dass er dafür nicht noch gelb kriegt. Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Den Ball hat er nicht berührt, den Gegenspieler dafür umso mehr, also Freistoß.
Kein Problem für den Torhüter. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Ja, sieht so aus, als hätten sich die Akteure beider Mannschaften die Treffer für den zweiten Durchgang aufgespart. Und das war schon toll, dieser Pass. Tja, und wie willst du da an den Ball kommen? Das ist ja super, wie der da durch die Reihen läuft. Nee, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torwart. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Herrlicher Pass. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Ja, der hat das Talent, der hat die... Wir haben das Pausenresultat 0:0. Ja, wirklich schade. Ein enges Spiel zwar bis jetzt, aber Chancen, mangelware Tore auch. Was könnte den Kick geben in den zweiten 45 Minuten? Vielleicht greift der Trainer ja ein und spricht seiner Mannschaft Mut zu. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Ja, gut rausgeköpft. Also da müssen Sie sich schon ein bisschen was anderes einfallen lassen, wenn Sie hier den Torhüter in Verlegenheit bringen wollen. Weg mit dem Ball. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Das hat er gut gesehen. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, was soll der Schiedsrichter da anderes machen, als die gelbe Karte zu zeigen? Der gefoulte Spieler war weit entfernt vom Ball. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. An die Latte und da ist noch alles drin. Ja, der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball und jetzt müssen sich die Verteidiger erstmal um die Angreifer kümmern. Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Er spielt den Ball quer. Ja, und mit breiter Brust kommt er da an den Ball. Ganz sicher geklärt. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter, das muss gelb geben. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, und das ist wichtig, dass der Torhüter mitspielt. Kein Problem. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Holt sich den Ball. Und das über diese Entfernung. Also diese Abwehrreihe steht heute glänzend.
Wird er flanken? Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Abwehrspieler. Und jetzt muss er schießen. Und der Pass ganz genau ist drin. Tor! Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Eiskalt verwandelt und das war gleichzeitig noch überlegt gemacht. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Weltklasse, solche Bälle hat nicht jeder drauf. Und super, wie er den herausgeholt hat. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Und nach diesem Foul bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Freistoß. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da wird er jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Keine Möglichkeit. Warum? Der Torhüter steht genau richtig. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. Da ist einfach kein Durchkommen. Ja, und das sieht aus wie im Lehrbuch. So lässt man den Ball laufen und den Gegner gleich mit. Also der Schiedsrichter hätte ja eigentlich die gelbe Karte zeigen müssen. Ja, jetzt werden wir sehen, ob sie im Training Standardsituationen geübt haben. Eine erstklassige Freistoßposition. Und es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Der Ball ist im Tor aus, Ecke. Versucht aus der Distanz. Und der ist drin. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Und das war ein fantastisches Tor. Aber was war das auch für ein Eckball, der da reingeflogen kam? Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist einfach super. Während sich der andere Torhüter langweilt, macht er hier eine tolle Parade nach der anderen. Ohne ihn würde seine Mannschaft vermutlich nicht führen. Ganz weiter Ball vom Keeper. Und der Ball hat da weit gepasst und gut. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Los, schieß, Junge! Ah, das sieht ganz gefährlich aus. Und super, wie er diesen Ball noch rausholt. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert. Aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Und am Ende steht es hier 2:0. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.